Ringfrei für eine neue Runde von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Generation Online Fights. Mann, war das lang. So, hier der Kampf zwischen Naruto und Haku, like im Anime. Naja, zwar nicht ganz, aber egal. Ein Wasserteam, dachte ich mir, wäre eine ganz tolle Idee. Wobei es eher ein Wasser-Eis-Team ist, nicht wahr? Die Charaktere zwar eher nicht so unbedingt die besten Supporter, aber... Oh, ich sehe gerade gegen so eine Art drittes Kage-Team. Das sieht seltsam aus und da fliege ich weg. Na toll. Ich hebe richtig ab, ja. Was diese Woche auch richtig abhebt, Freunde, ist eine gute Überleitung. Also leiten, so überleiten, ne, versteht schon. Und zwar wegen PSN, das Netzwerk, hey, also ganz ehrlich, das Netzwerk kotzt mich langsam an auf gut Hochdeutsch. Wieso? Ganz einfach. Ich habe nichts gegen das Netzwerk persönlich, ich spiele auch gegen die Community und so, ihr seid alle toll, alle fantastico, im Gegenteil sogar, ihr seid immer so verständnisvoll, obwohl ich ja jetzt letztes Jahr nicht mehr so häufig online bin. Und so mit den Zeiten und so, die ich mal so festgelegt hatte, ist auch nicht mehr so das Wahre, nicht wahr? Deswegen erstmal jetzt mal hier ein großes Dankeschön dafür. Toll, direkt hier die Überleitung. Ja, wegen neuen Zeiten und so, kommen wir später darauf zu sprechen, dass ich die künftigen vermutlich, künftig ein bisschen spontaner legen werde. Anstatt jetzt so vorausplanen und sagen, ja, Freitag und so, Samstag, Sonntag, immer das Spiel und das Spiel. Werde ich künftig ein bisschen spontaner machen. Jetzt aber erst einmal zu dem, was ich jetzt eigentlich ursprünglich berichten wollte. Hallo Blocken? Das war aber knapp. Nee, das Blocken nicht, sondern PSN. Ah, Leute, hey, ich wollte gestern aufnehmen hier, Storm 3. Storm Generations, Entschuldigung. Und was ist passiert? PSN war offline. Ich dachte zuerst mal, hallo, was ist denn jetzt los? Internetverbindung, irgendwie tot? Okay, nachgeschaut, war alles okay von mir aus. Ich dachte, okay, nochmal Verbindung, ging nichts. Irgendwie Fehlercode 8043, irgendwie was, war eine lange Ziffer. Egal, wieder nachgeschaut, dachte ja vielleicht irgendwelche Wartungsarbeiten, war aber nichts angemerkt. Okay, was also los? Okay, mit Google suchen gegangen, das macht zwar ein bisschen Schleichwerbung, egal. In der Google-Suche halt, nach den letzten Beiträgen der letzten Stunden so gesucht und gefunden, oh ja. Denn genau an diesem Tag offenbar, also sprich am Tag vor dieser Aufnahme, da war es offenbar so, dass PSN, sprich halt Sony, hat da ja eine neue Firmware und ein Upgrade halt für die aktuelle PS3-Version rausgehauen. Tja, ist im Grunde genommen nichts Schlechtes, sondern also meistens immer so Firmware-Updates sind was Gutes, sprich, dass halt das System nachher stabiler läuft. Ich sehe gerade der Verlierer hier, toll. Ja, wenn halt über was anderes quatsche, ist natürlich gar kein Wunder. Kann ich mir ein bisschen helfen hier? Warten wir kurz, ich setze euch gleich ein, wo wir ein bisschen näher kommen. Komm schon. Ja, jetzt. Verdammt, dass ich dahinter hingehen müssen. Wow. PSN, genau, Firmware-Update. Das Problem daran ist, es wurde nicht besser. Denn weil viele Leute, die das Update bereits gezogen haben, hat es offenbar das System so gecrashed, dass sie zwar die Konsolen noch einschalten konnten. Ach du Scheiße. Aber außer dem Menü nichts mehr gesehen haben. Sprich, sie konnten das Ganze nicht mehr anwählen, keine Spiele mehr, nichts mehr. PSN ging auch nicht mehr auf diesen Konsolen, weil irgendwie alles ein bisschen tot. Ja, das ist ja ein tolles Stichwort. Tot, ich bin auch tot, verdammt nochmal. Verflixt nochmal, verflixt und zugenäht. Entschuldigung fürs Fluchen. Ja, genau, PSN hat da irgendwie ein Firmware-Update rausgehauen und es hieß ja auch so, hallo, wann's geht, 98. Also doch gleich weiter, jetzt muss ich jetzt mal den ersten Kampf einblenden. So, Kampf Nummer 2, Aufnahme läuft, prima, gut. Also, wie gesagt, jetzt da PSN war irgendwie ein bisschen Macke, sprich, die haben da ein Update rausgehauen, was aber nicht so funktioniert hat, im Gegenteil. Bei vielen hat das System gecrashed, und zwar ist es offenbar so schlimm gewesen, dass erstens nicht nur das Update vom Server geholt wurde, dass ich nachher zum Glück, sage ich jetzt mal, zum Glück kein Firmware-Update mehr machen konnte, sondern es ist sogar so schlimm, dass ältere Updates, also ältere Firmware-Versionen nicht mehr draufgespielt werden können. Sieht also für mich so aus, ich glaube, Kimaro war keine gute Idee. Ja, das auch, aber sieht für mich vermutlich dann wohl so aus, als ob PSN jetzt wohl, PSN nicht Quatsch, dass die PS3 jetzt wohl für diejenigen, die das Firmware-Update bereits gezogen haben, wohl im Arsch ist. Weil ganz ehrlich, wenn du halt das Menü nicht mehr auswählen kannst, was machst du dann? Du kannst kein Firmware-Update, offenbar geht es nicht mehr, dass irgendwie ältere drauf gehen, sprich, wir müssen erst ein neues entwickeln. Also erstmal die alten Bugs wieder fixen und bis das erledigt ist, kann es eine Weile dauern. Und so lange können halt diesen Nutzer nicht mehr zocken. Also da muss ich ganz ehrlich mal sagen, Leute,
schwach, Sony, aber ganz schwach. Ich meine, Firmware-Update, dass da irgendwas mal schief geht, was nicht so geplanmäßig ist, aua, wie das zum Beispiel. Dass was nicht ganz so planmäßig verläuft, das kann ja mal passieren, ist nicht so wild, aber dass man ein Firmware-Update raushaut, was das System verbessern soll, und danach funktioniert es nicht mehr. Also das ganz ehrlich, natürlich noch erstmal noch PSN komplett offline schalten, irgendwie ohne Bemerkung und Begründung einfach so machen. Das ist, ja, nicht zeitgemäß, einfach nur eine Frechheit, vor allem uns Usern gegenüber natürlich, und deswegen, ich hoffe jetzt mal, dass dann natürlich zum einen mal für diese User, die dieses Problem haben, dass für diesmal sehr, sehr naher Zeit, also sprich so schnell es geht, dass für die eine Lösung gefunden wird. Ich hoffe mich jetzt gleich auch, weil der kriegt gleich drauf, wie es aussieht. Und zum anderen, dass diese Bugs endlich gefixt werden und ja, sowas hoffentlich nie wieder geschieht. Wie diese Niederlage auch. Also, jetzt mal kurz noch meine Frage an euch. Habt ihr solche Probleme auch gerade mit PSN? Ist eure PS3-Konsole gerade im Arsch? Oder wie sieht's aus? Könnt ihr noch zocken? Oder habt ihr irgendwie das Update drauf, aber es hat nichts passiert und so? Würde mich persönlich mal sehr interessieren. So, jetzt habt ihr aber genug rumgespielt, jetzt wird wieder Zeit zurückzuschlagen. Mensch, ich habe nichts gegen Verlieren hier, aber das war gerade ein bisschen peinlich. So, und weiter geht's mit dem nächsten Fight. Sasuke is back. Natürlich mit dem Team Orochimaru. Naja, es war ja das Team Sound 4. Da fällt mir gerade auf, die Sound 4 sind gar nicht mehr bei Storm 3 dabei. Na gut, gibt zwar irgendwie Sinn, nicht wahr, aber andererseits fällt mir das gerade mal so auf. Gut, sie hat sowieso selten dabei. Na klar, im Felsklotz, ganz klar. Boah, Naruto, was treibst du da? So, Sasuke will ich da erstmal ein bisschen testen. Wurf ist ein bisschen scheiße von ihm, okay. Chidori, zuerst zurückweichen. Ah, das könnte noch eine coole Kombo werden. Oder gerade zurückweichen, dann schlagen. Natürlich. Wenn er da mit dem Teamangriff kommt, ist ja gerade die perfekte Gelegenheit zum Kontern. Obwohl, es ging auch einfach. Mann, was rede ich da? Das Ultimate Jutsu Sasuke, wie sieht denn das aus, Kumpel? Ist ja auch irgendwie Chidori-mäßig was, wa? So, war ich vorhin stehen geblieben. Momentan sieht es ja eigentlich relativ normal aus, sage ich jetzt mal. Da geht macht es noch gar nicht weniger. Und ich habe ihn voll erwischt. Ja, PSN genau, also sprich PS3, Firmware-Update, irgendwie alles kacke und so. Wie gesagt, schreibt da bitte mal in die Kommentare, ob ihr diese Probleme auch habt oder irgendwie etwas Ähnliches bemerkt habt. Ich habe sonst halt bei PSN halt das Übliche erlebt, manchmal ein bisschen buggy, manchmal Verbindung schlecht, sonst eigentlich generell gut. Jetzt eben abgesehen davon von diesem unerwarteten Wartungsfenster und diesem seltsamen, war gerade eine coole Kombo. Ja, seltsam war sie auch cool. Und diesem halt seltsamen Upgrade, nicht wahr? Soviel dazu. Jetzt noch etwas von mir bezüglich den Online-Fights. Ihr habt es vermutlich bereits mal gesehen, dass ich mal per Facebook und per Feed auf YouTube halt mal gesagt habe, dass ich gerade eine Online-Session mache mit Storm 3, was glaube ich damals noch. Genau. Und das, obwohl ich ja hier irgendwo auf dem Kanal noch, wobei momentan auf einem neuen Channel, also einem neuen One-Channel-Layout, sieht man es, glaube ich, gar nicht mehr richtig. Einfach mal so eine Liste online geschaltet mit Seiten, wo ich halt für bestimmte Online-Spiele, wow, scheiße, mit dem Ausweichen, wo ich halt dann jeweils online bin. Diese Liste, sprich zum Beispiel irgendwie Freitag, 20 Uhr, Storm 3 2 Stunden, dann nach Dragon Ball 2 Stunden. Was? Ich dachte, das wäre Sasuke. Nein, ich dachte, das wäre Sasuke in seiner. Naja, wisst schon. Sein Dämonen-Outfit und so mit den Flügeln. Verdammt, das war jetzt mal ein Fehler. Gut. Muss ich anders machen. Nein! Hilfio! So, wo geht er? Und zack und tschüss. Und das Chidori von hinten und K.O. Das geht's nicht. Also heute sind Kämpfe irgendwie kurz, kann das sein? Was sagt die Zeit? 9 Uhr? Wegen Online-Zeiten, genau. Die werde ich künftig einfach per Facebook und per Feed bekannt geben, wenn ich gerade Lust habe, irgendwie 1 Stunde, 2 Stunden für das jeweilige Spiel online zu sein. Weil alles andere, was vorauszuplanen, das geht nicht mehr. Ich habe es gemerkt und so, es geht für mich nicht, das einzuhalten, deswegen müssen wir es halt so machen. Gehen wir weiter hier mit Storm 3 kämpfen. Also dann, Freunde, wie bereits gesagt, ich werde es künftig auf Facebook und halt auch auf YouTube per Feed und so etwas bekannt geben. Wenn ich zum Beispiel gerade irgendwie sage, es ist zum Beispiel gerade Donnerstagabend, dann sage ich, gut, jetzt bin ich gerade 2 Stunden online und spiele da Storm 3. Können mir da Einladungen schicken. Mensch, Michael, sprich mal langsamer.
Verstehen dich auch alle. Genau, und wenn wir das so machen, einfach spontan, wird wohl eher während der Woche sein, damit ich gleich die Parts des Wochenende aufnehmen kann. Weil ich künftig lieber die Parts am Wochenende, also die ich am Wochenende aufnehme, will ich lieber die gleich für die ganze Woche nehmen. Sprich so halt, ouch. Sprich halt die normalen Let's Plays, wie momentan noch Xenoblade, Zelda und halt Assassin's Creed 3. Ja, künftig halt auch neue Projekte. Und dann, was auch noch kommen wird, ist halt Pokémon Weiß 2, das bald während der Woche erscheinen wird, sobald Assassin's Creed 3 beendet ist, genau. Das war so geplant. Und ja. Einfach mal dazu, sprich, wie gesagt, die Online-Files werden wohl künftig eher während der Woche stattfinden, am Wochenende wohl eher weniger. Also am Abend sowohl halt für die ganze darauffolgende Woche aufnehmen, so wann halt mit Freunden unterwegs bin oder einfach mal ein bisschen ausspannen möchte von der stressigen Woche, wie ihr, denke ich, auch. So, jetzt wollen wir richtig konzentrieren und so. Temari ist eine hübsche, eine coole, eine süße Maus. Sie kann, ja, werfen könnte sie, aber irgendwie klappt es gerade nicht mehr. Mit ihrem Team aus Brüdern, was haben wir das gerade? Aua, Mann! Komm schon, Ultimate! Nee, ich will es auch immer zeigen, ich will doch selber wissen, wie es aussieht, das Ultimate Jutsu, aber es klappt irgendwie immer selten. Und die Team-Jutsu sind natürlich cool und so, weil da kann man natürlich das Ultimate Jutsu auch sehen, aber die auszuführen, ja, ist auch immer so ein bisschen eine Zitterpartie. Ja, Mann, so, ja, dankeschön. Ah, das war cool. Da fällt mir gerade was auf, Freunde, und zwar diese gelben, ja, sag jetzt mal, diese gelben Sprinter, beziehungsweise zuerst Konzentration und dann Sprintattacken, die halt die Gegner jeweils einsetzen bei verschiedenen Charakteren. Ich weiß, habe ich mal im Story-Modus, habe ich die mal eingesetzt gehabt bei Storm 3, aber ich weiß gar nicht mehr, wie man die macht. Wie geht das? Konzentration, irgendwie warten, also in Kniebeugenphase und dann irgendwie losstürmen, den Gegner in die Verteidigung durchbrechen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Könnt ihr da vielleicht das in die Kommentare schreiben? Menschenskind! Hey, das wird gar nicht mehr gehen. Ja, schon mal im Voraus. Vielen Dank dafür. So, und der Kampf hier ist vorbei, Freunde. Bitte was? Pusteblume? Tornado-Wurst! Sogar da irgendwie ein seltsames Bild von ihr, aber irgendwie von vor 3 Jahren. Egal. Das ist ja so, wie er dich manchmal teilweise in den Mangel hatte, glaube ich, dass eher weniger, Temari. Man, das irgendwie ist sie zwar heiß und süß, aber irgendwie auch ein bisschen crazy. Aber längst nicht so crazy wie der Typ hier, Yamato, der zwar einen ersten Hokage dabei hat, sprich halt als Holztyp. Wieso ich da allerdings Tobi ausgewählt habe und nicht Danzo, ganz einfach deswegen, ich wollte noch Danzo auswählen, war ein bisschen mit der Zeit hinterher und bin da gerade bei Tobi vorbeigekommen. Und deswegen war da gerade der drin, naja, was soll's. Wird schon gut gehen? Wurf, komm schon, das sieht so cool aus bei ihm. Fingerzeichen, komm schon, Fingerzeichen! Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Mann, Tobi, hilf mir mal. Du bist auch so ein Holzanwender. Machst zwar ja selten, aber du bestehst aus Holz. So, geht wieder, ja. Ah, sehr schön. Nein! Ah, verdammt, kein Chakra mehr gehabt. Nein, da wollte gerade hinterher. Alter, irgendwas kommt mir immer ins Quere. Sehe gerade, kann gar nicht mehr tauschen. Jetzt aber schnell. Chakra sammeln. Na, jetzt kann er natürlich auch wieder. Toll. Der Holzhammer. Ja, ist ein richtiger Hammerbaby, wenn man sieht. So. Ah, da war der Wurf. Ja, das Ultimate Jutsu sieht auch cool aus, aber es hilft auch selten. Das hingegen hilft immer. Oh, ich sehe gerade, da kann ja ein Instant-Wachzustand. Der war cool. Ich habe keine Idee, Freunde. Das war eine Combo mit dieser Attacke. Moment. Da ist wieder. Oh, das ist eine Holzkuppel. Da ist eine gelbe Attacke, da gerade Saskia gesetzt hat. Wie geht die? Wie machen die? Ich weiß nicht schon wieder. Ah, das hatte ich schon mal irgendwie. Das war auch cool. So, Combo wollte ich, wa? Ja, mach. Mann, jetzt dachte ich. Sollte man doch angreifen, doch ausweichen können, egal. Geht auch anders. Verdammt. Ja. Das war auch nice. Das ist ja weniger.
Mann, nee, das klappt einfach nie. Das ist doch zum Kotzen, das ist zum... Ja, zum sich übergeben, zum sich... was ist die Rühne? Ist was anderes? Wow, wow, wow. Sieht gerade ein bisschen übel aus. Oh Mensch, das ist so... Hätte so schön ausgesehen mit dem... Wow, mit dem Papier. Wow, das war knapp. Boom, das meinte Freunde. Und jetzt kommen wir schon. Das meinte Freunde mit Combo. Ja, mit ihm geht's aber gut. Jetzt haben wir Jutsu. Wow, weg da. Das ist ein dämliches Ultimate Jutsu Sasuke, das trifft sowieso nie. Nein, jetzt liegt natürlich. Oh Mann, oh Mann. Eine Sekunde zu spät. So, jetzt aber. Komm schon, jetzt bin ich im Zug. Im Zug, vor allem am Zug, Mensch. Im Zug oder was anderes. Nein, weg da, scheiß Blitze. Blitze ich auch. Du fährst so schnell. So, jetzt aber. Ja, das war doch cool, ey. Voll abgetimed. Wie Phönix aus der Asche. Voll zurückgeschlagen. Ich lag schon hinten, aber es ist mir egal. Du sagst es. Yamato. Au. Das sagt auch das arme Auto. Das Jammer-Auto. Versteht ja? Yamato. Jammer-Auto. Ach du grüne Neune. Da muss ich zwar lachen, aber nicht, weil es irgendwie lustig wäre, sondern aus Scham. Oh Gott, aus Scham lachen, ey. So, Kampf gewonnen. Wie sieht's mit dem letzten Kampf für heute aus? Wen nehme ich denn da als Charakter? Suigetsu muss ran, mit Karin und... Ach du Scheiße, mit Yugo. Naja. Gegen ihn ein abgedrehtes... ja... Jiraiya-Schülerteam, keine Ahnung. Wobei es ja nicht ganz stimmt, eigentlich würde Minato noch fehlen. Wir haben zwar da einen Agaton, wir haben Pain, aber... Ach so, es ist ein Defense-Team. Ah, jetzt verstehe ich. Alter! Geht das mal voll in der Wachzustand, na klar. Au, das gibt eine Beule, das gibt eine große Beule. Aber wieso eigentlich so geht's? Du bist doch aus Wasser. Du kannst doch einfach in Wasser auflösen. Mensch. So, bleib liegen. Bäm, zack. Alter, ich finde sein Move so geil. Sieht so ein bisschen billig aus irgendwie, aber hat trotzdem Stil. Boom. So, da kann ich auch, siehst du, ich habe voll eine Muskelarme. Oh, habe so ein bisschen seltsam trainieren, weil ich nur auf der anderen Seite Muskeln habe, aber trotzdem. Arnold Blauenecker. Der Holz Schwarzenegger. Kadetai. So. Mhm. Komm nur, komm nur. Oh, scheiße. Nein, das hat nicht geplant, hat nicht geplant. Wo ist mein Schild unten? Okay, Kumpel, Wasserdrache. Der ist geil. Der trifft, also trifft nicht immer, aber trifft schon eher als andere Jutsus. Weil dem Gegner ein bisschen folgt. Sondern ein bisschen, aber ein bisschen listen. Was treibt er hier? Und tschüss. Boom. Oh, scheiße, nein. Nein, jetzt kommt er doch mit seinem... Das wird in Realität nie... Also, Realität, ja, das wird im Manga und im Anime niemals funktionieren, ey. Dass Naruto einfach da liegen bleibt im Jinchuriki-Mode. Kacke! Und verloren. Ich habe noch zu wenig konzentriert. War aber cool. War trotzdem cool. Ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen gefallen. Und ja. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Kommentieren noch hinsichtlich PSN und so, euren Problemen da gerade. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal hier. Ciao.